Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über indirekte Fragen, also über Fragen als Nebensätze. Und jetzt sehen wir uns einen kurzen Dialog an. Okay, hier sehen wir eine junge Frau. Diese junge Frau fragt. Entschuldigung, wo ist hier die Bushaltestelle? Und dieser Mann antwortet, Sie müssen hier nach rechts gehen und dann noch 200 Meter geradeaus. Es geht weiter. Okay, jetzt sehen wir eine andere Frau, wahrscheinlich die Partnerin von diesem Mann oder seine Frau, und sie sagt, Sag mir sofort, was du mit dieser Frau geredet hast. und was wir hier sehen, was du mit dieser Frau geredet hast, das hier ist schon eine indirekte Frage. Der Dialog geht noch ein bisschen weiter. Der Mann sagt, sie hat mich nur gefragt, wo die Bushaltestelle ist. Sie hat mich nur gefragt, wo die Bushaltestelle ist. Das hier ist wieder eine indirekte Frage. Und seine Partnerin antwortet jetzt, Ich weiß nicht, ob ich dir das glaube. ich weiß nicht, ob ich dir das glaube. Und auch hier, ob ich dir das glaube, haben wir eine indirekte Frage. Wir sehen uns noch zwei weitere Beispiele an und versuchen die Struktur von diesen Sätzen genau zu analysieren. Los geht's! So, hier haben wir zwei Personen in einer Klasse und auf der Tafel steht eine komplizierte mathematische Formel. Und diese Person fragt, wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Das hier ist natürlich eine normale Frage und sie beginnt mit W. Deshalb sagen wir auch W-Fragen. Und jetzt antwortet diese Person,
Es tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Aus dieser W-Frage, wie funktioniert das, haben wir die indirekte Frage, wie das funktioniert. Noch einmal, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Dem Verb am Ende. So sehen W-Fragen aus als indirekte Fragen. Und noch ein letztes Beispiel. In diesem letzten Dialog haben wir eine Ja-Nein-Frage. Ja-Nein-Fragen, man nennt sie auch Inversionsfragen, weil diese zwei Elemente getauscht werden, das Verb und hier das Subjekt. Ist Marco auch mit? Fragt der Mann, der gerade hier den Tisch deckt. Und die Frau sagt: Oh, ich habe nicht gefragt, ob Marco auch mit uns ist. Eine Sache ist hier gleich, nämlich das Verb ist am Ende vom Satz. Ob Marco auch mit uns ist. Und wir haben hier, und das ist wichtig, das Wort ob. Also wenn die Basis eine Ja-Nein-Frage ist, wie zum Beispiel ist Marco auch mit, dann ist die indirekte Frage mit ob. Ich habe nicht gefragt, ob Marco auch mit uns ist. Okay. Und jetzt kommen wir auch schon zu unserer Übung. Wie immer habe ich eine kleine Aktivität für dich. Hier sind 3 typische Formulierungen, die man oft kombiniert mit einer indirekten Frage. Du kannst gerne in den Kommentaren ein paar Beispiele schreiben. Erstens, kann ich Sie fragen, zum Beispiel, kann ich Sie fragen, wie spät es ist? Zweitens, leider habe ich vergessen, bla 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 bla. Leider habe ich vergessen, wie alt Petra ist. Und der dritte Satz, hat Paul dir gesagt, bla 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 bla. Zum Beispiel, hat Paul dir gesagt, ob er nächsten Monat nach Moskau geht? Zum Beispiel. Gut, wir freuen uns auf eure Ideen und eure Beispiele und natürlich auch euer Feedback und einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.